Guten Morgen hier bei uns im ICF Zürich. Ja, ich hoffe, dein erster Kaffee ist schon drin. Du bist schon wach oder bist gerade dran am ersten Kaffee, damit wir aufwachen und ready werden. Denn Gottes Wort ist wunderbar stark heute auch wieder. Ja, und wir brauchen es für heute. Yes. Und wir hatten gestern schon einen super Start. Wir haben, falls du das Video von gestern noch nicht geschaut hast, schau es noch nach. Wir haben diese Woche vor, einmal durch das Vaterunser zu gehen, Linie für Linie. Gestern haben wir gestartet mit Jesus Worte vor dem Vaterunser und wie man Fehler macht beim Beten und was wichtig ist beim Beten. Und heute möchten wir also auf den ersten größeren Teil des Vaterunser-Gebetes schauen. Vielleicht können wir noch mal lesen, was da im Vaterunser steht. Und zwar, vielleicht Julia, willst du es noch mal lesen? Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel. Und jetzt kommt's. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ja, was löst das? Vielleicht was löst das bei dir zu Hause aus? Oder gibt es irgendwie offene Fragen? Oder gerade dieser Satz? Dein Name werde geheiligt. Ja. Das ist ein Satz, den ich in meinem Alltag nicht so oft brauche. Ja, tatsächlich. Ja. Also keine Ahnung, hey, ich bringe mein Fahrrad in die Reparatur und sagte, ja, ich wäre froh, mein Fahrrad würde geheiligt. Irgendwie passt das nicht so ganz, das ist eine andere Dimension. Und trotzdem, ich finde, die Worte könnten nicht treffender sein. In meiner Bibel, die ich hier habe, Neues Leben, steht, dein Name werde geehrt. Und ich finde, das ist eine gute Übersetzung, wo man es ein bisschen besser greifen hat. Okay, dein Name, Jesus, werde geehrt. Ich glaube, das trifft's von der Absicht her. Aber ich finde die Dimension des geheiligt, dass das Wort heilig drin ist, dass es eben etwas übernatürlich ist und vor allem die ganze Reinheit, die im geheiligt mitschwingt. Dein Name werde makellos, absolut geehrt. Ohne Unterlass, ohne einen Bereich auszulassen, wo Ehre gebührt, geehrt. Ja. So in die Richtung, dass dein Name werde geheiligt. Aber es ist natürlich auch spannend, oder, wenn man sich denkt, okay, Jesus lehrt dieses Gebet seinen Jüngern, wie sie zu Gott beten sollen. Und dann, also dein Name werde geheiligt. Gottes Name. Ja, vor allem, weil wir ja schon nur, wie ist dein Name, weiß ich bin und das mit dem, genau, ja. Und ich glaube, ja, ist für uns ziemlich schwer zu verstehen, aber für einen Israeliten, der Jesus zuhört, ist dieses Thema des Namen Gottes ist ein Riesenthema, das sich durch das gesamte Alte Testament zieht. Und ich glaube, das ist für uns auch wichtig zu verstehen. Dieses ganze Vaterunser hat unzählige so Hyperlinks zum ganzen Alten Testament. Jesus sieht sich selbst als der Mann oder Gott, der Gott des Alten Testaments, der jetzt auf diese Erde kommt und die Geschichte des Volkes Israels zu ihrem Höhepunkt bringt. Und ich glaube, was wir hier verstehen, dieses ganze, der Name Gottes, das ist ein Riesenthema. Wir haben zum Beispiel die Exodus-Geschichte im 2. Mose Kapitel 3, wo Moses mit dem brennenden Dornbusch Gott begegnet und sagt, wer bist du? Und er sagt, ich bin der ich bin. Und von da kommt dann auch der Name Yahweh. Lernen da die Israeliten, das ist unser Gott, Yahweh, den wir anbeten. Und das Problem ist, dass die Israeliten mit diesem Gott sich identifizieren. Sie gehen in einen Bund mit diesem Gott. Sie werden aus der Gefangenschaft, ihr kennt die Geschichte, aus Ägypten gebracht, und sie werden am Berg Sinai gehen sie in einen Bund mit diesem Gott. Und dieser Gott verspricht sich diesem Volk Israel. Und sie gehen in diesen Bund ein und er investiert eigentlich seinen Namen, seinen Ruf, seinen Charakter in dieses Volk. Das ist ein Schema, das sehen wir über das ganze Alte Testament immer wieder, dass Gott Menschen wählt und sich mit ihnen identifiziert sozusagen und sich investiert in sie und sagt, das ist der Standard. Ihr seid mein Volk, ich bin euer Gott. Und jetzt hier, so, lebt so, dass alle Nationen sehen können, wie gut ich bin, wie weise ich bin. Und was passiert in der Geschichte? Alle Menschen machen Fehler. Und was sie eigentlich damit machen, und das ist die Geschichte, in der sich Jesus sieht, auch das Volk Israel, sie fehlen, sie machen Fehler. Sie bringen es nicht hin, diesem Namen Gottes, seinem Ruf
gerecht zu werden. Und ich habe euch ein paar Beispiele, vielleicht, dass wir uns das kurz ansehen können. Psalm 74 zum Beispiel. Das sind die Israeliten im Exil in Babylon. Und da heißt es zum Beispiel, wie lange noch, Gott, wirst du zulassen, dass unsere Feinde uns verhöhnen? Willst du für immer zusehen, wie sie deinen Namen verachten? In lästern, im Hebräischen. Oder zum Beispiel im Jesaja 52, ein wunderschönes Kapitel, wenn du mal Zeit hast zu lesen. Auch hier, kurz bevor sie ins Exil gehen. Nun aber, was geschieht mit mir denn hier, spricht der Herr? Dass mein Volk ohne Entschädigung geraubt wird, seine Beherrscher jauchzen, triumphieren, spricht der Herr. Und mein Name wird beständig gelästert den ganzen Tag. Darum soll mein Volk meinen Namen kennenlernen, ja, darum wird es an jenem Tag erkennen, dass ich der bin, welcher spricht. Siehe, ich bin. Also hier auch wieder, das Volk Israel selbst lästert den Namen Gottes, aber er spricht auch von einem Versöhnungsakt, wo sie seinen Namen erkennen werden. Krass, ja. Vielleicht noch Hesekiel, da tat es mir leid um meinen heiligen Namen, denn das Haus Israel entweiht hat. Also hier spricht er von Israel höchstpersönlich. Ihr habt meinen Namen entweiht. Ihr seid nicht dem gerecht geworden, was ihr mir versprochen habt. Ja. Und das ist die Geschichte, in der sich Jesus sieht. Also er findet sich in einem Volk, das dem Namen Gottes nicht die Ehre bringt, dass es eigentlich sollte. Und da haben wir dann auch wieder diese Geschichten, die Tempelreinigung, wo er wütend wird, weil sie den Tempel verunreinigen und den Namen Gottes damit beschmutzen. Also, ihr seht, es ist eine ultra lange Geschichte. Und jetzt, wenn ihr zu Jesus, also was denkst du, was geht dir gerade durch den Kopf? Eben, ich glaube, dass dieses Anliegen von Gott ist so groß und gleichzeitig ist es ist so ein, die Völker oder sogar die Pharisäer, es ist dann trotzdem sogar das, was die Juden Jesus vorwerfen, warum sie ihn ans Kreuz schlagen, weil sie finden, ja, das ist Gotteslästerung, was du machst, wenn du sagst, du bist Gottes Sohn. Also das ist das riesige Thema auch, zu Gottes Ehren wirklich leben oder eben scheinbar nur zu Gottes Ehre, weil das ist ja das, was Jesus ihnen immer wieder vorwirft und eben nicht wirklich von Herzen daran zu interessiert zu sein, dass wirklich der Name von Gott wirklich groß wird. Ja. Das ist das Kernthema von allem drin, das bis zum Tod am Kreuz eben der Konflikt auch in sich trägt. Und ich denke, da müssen wir auch verstehen, und das ist für uns Christen heute unglaublich wichtig. Gott hat Israel gewählt, also grundsätzlich den Menschen geschaffen als sein Ebenbild. Er sollte Gott, den König über Himmel und Erde, sollte repräsentieren. Und das Adam und Eva hat das dann nicht geklappt, dann wählt der Volk Israel. Klappt nicht. Sie können Gott nicht repräsentieren. Sie machen Fehler. Und dann kommt Jesus und sagt jetzt, die mir nachfolgen, ihr sollt beten, heilige du deinen Namen. Es tönt ja so, als würde Gott seinen Namen heiligen, oder? Es tönt so passiv, ja, also Gott, heilige du deinen Namen. Habe ich nichts damit zu tun, aber wie heiligt Gott seinen Namen? Da möchte ich noch eine krasse Stelle zeigen, weil Jesus zeigt uns, was es bedeutet, Gottes Namen zu heiligen. Und zwar in den Abschlussreden, Johannes 17. Den Abend, bevor Jesus ans Kreuz geht, lesen wir, wie er zu seinen Jüngern sagt und im Gebet zu Gott sagt, ich habe dich hier auf Erden verherrlicht, geheiligt, das kann man eigentlich gleichsetzen, indem ich alles tat, was du mir aufgetragen hast. Und nun, Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die wir schon teilten, ehe die Welt erschaffen wurde. Ich habe deinen Namen diesen Menschen, also seinen Jüngern, offenbart. Krass, ja. Also, Jesus sagt hier in anderen Worten, wie wir Gottes Namen heiligen, ist, indem wir das tun, was er uns aufträgt. Ja. Und was trägt uns Gott auf? Wir befinden uns in der Bergpredigt. Liebe deine Feinde. Bete so in deinem Alltag. Also, und ordne dich eigentlich, und da kommen wir zu den zweiten und dritten Linie des Vaterunser. Das Reich Gottes und der Wille Gottes sollen geschehen, nicht nur im Himmel, sondern wo? In meinem Herzen. Ja, genau. In meinem Leben. Für mich, ich möchte das mal so als Bild zeigen, wie ich mir das vorstelle, weil ich glaube, jetzt bringt Jesus diese Dimension rein, wo es darum geht, okay, wir betrachten dieses wunderbare Herz vom Vater, auch wenn wir in seine Nähe kommen, wir betrachten seine Herrlichkeit, kommen da rein. Und beim Gebet passiert eigentlich das, du siehst das und geheiligt werde dein Name, du richtest dich auf die Heiligkeit von Gott und merkst eben, dass in dem Moment etwas mit deinem zerbrochenen Herz auch passiert. Also es ist dieser und für mich ist das Gebet ist genau das, mein zerbrochenes
und noch nicht wunderbares Herz geht darauf. Und die Gebete, jedes Gebet ist gleichzeitig, es ist ein Transfer. Also dieses ganze Gebet, ich glaube, jede Linie, die wir jetzt betrachten, ist ein Transfer. Ja. Es geht in beide Richtungen. Also wir beten, ja Gott, dein Name werde geheiligt, du sollst groß sein und gleichzeitig diese Linie, geheiligt werde dein Name, was das mit meinem Herzen jetzt eben wieder macht, ist eben, das ist der Sinn, auch der Zweck, warum Jesus sagt, hey, betet so. Betet, geheiligt werde dein Name, dein Reich kommt, dein Wille geschehe, damit eben das jetzt passiert und diese großartige Geschichte und das, was Jesus selber tut, diese Heiligkeit, dass das in meinem Leben eben wirklich jetzt mein Herz verändert und ich da transformiert werde in das. Und diese Transformation hat ja bei der Wiedergeburt hat das begonnen. Ich habe ein neues Herz und dass das jetzt diesen Shape vom Vater annehmen kann, das ist Himmel auf Erden. Das ist Himmel auf Erden und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun. Ich glaube, wenn man sagt, geheiligt werde dein Name, Vater, dann betet man und man nimmt an, dass genau so wird Gottes Name geheiligt, indem ich die Autorität und die Königsherrschaft Gottes über meinem Leben annehme und sage, ja, weil er sagt ja, dein Königreich komme, dein Wille geschehe, dein Reich komme, im Himmel so auch in meinem Herzen, wenn ich akzeptiere, dass nicht ich Herr über meinem Leben bin, sondern Jesus ist. Und ich ordne mich in dieses Königreich Gottes unter. Weil es ist noch spannend, oder? Wir sind beide begeisterte Fußballfans. Stimmt. Und ich habe mir überlegt, wie kann man vielleicht noch eine Analogie machen, dass man dein Name werde geheiligt besser versteht. Wir sind beide Fußballfans, Liverpool und BVB. Und ich habe mir so überlegt, ich bin ein Fußballspieler und ich gehe zu meinem Coach und sage, Coach, mache, dass du der beste Coach der Welt wirst. Ja? Dein Name sollte die ganze Welt kennen. Was würde der Coach zu mir sagen, wenn ich sein Spieler bin? Ja, okay. Also wenn wir Erfolg haben, so, wenn mein Name berühmt sein soll, dann musst du besser spielen. Dann müssen wir durch dich Titel gewinnen. Und ich glaube, das ist das Gleiche, was hier passiert. Wenn wir zu Gott sagen, heilige du deinen Namen, dann sagt Gott und spielt das zurück, wie du das hier sagst, und sagt, okay, dann lebe nach meinen Geboten, dann folge mir nach, weil der Name gehört durch mein Leben. Ich finde das auch cool. Und dann fokussier dich jetzt auf mein Reich. Sei ein Teamplayer, füg dich ein, wo es braucht. Schau weniger einfach nur, was ist dein Ding, sondern was ist das größere Bild von mir, das mir und meinem Reich dient. Da gehören auch andere Menschen dazu. Ja. Das ist ein cooles Bild. Ja. Und da diese Verantwortung mit einzunehmen. Was vielleicht noch spannend ist, zum Schluss, was wir sehen, ist, Jesus betet nicht zuerst. Vater, ich brauche das und das und das. Ja. Das kommt nachher. Also wir haben dieses Gebet ist auch strukturiert in 2x3 Teile. Es sind eigentlich 6 Bitten. Die ersten 3 Bitten haben wir heute jetzt angeschaut. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das sind alles Bitten, die darum gehen, eigentlich auf Gott fokussiert zu sein. Was brauchst du, Gott? Was willst du? Ja. Und dann die nächsten 3 Bitten gehen um mein persönliches Leben. Und auch hier lehrt Jesus seinen Jüngern, wenn du mir nachfolgen willst, wenn du zu diesem Vater im Himmel gehören willst, dann muss eine Transformation in deinem Leben stattfinden, wo du die Anliegen Gottes höher stellst als deine persönlichen Bedürfnisse, Sehnsüchte oder was du gerade brauchst. Er wird schon auf das schauen. Und höherstellen kann auch eben jetzt auch bedeuten zuerst. Zuerst. Also ganz praktisch zuerst. Und vielleicht ist es jetzt gerade, dass wir ein Praxisbeispiel machen. Nimm eine Challenge aus deinem Leben, wo du gerade drin bist. Also lass uns aus deinem Alltag was ganz Praktisches nehmen. Dein Job. Deine Challenges, die du da hast. Umgang mit deinem Chef, mit anderen Mitarbeitern. Oder vielleicht bist du zu Hause als Mutter mit den Kindern in allem drin. Und mal die erste Frage ehrlich zu stellen. Gott, was heiligt deinen Namen? Wie kann dein Name geheiligt werden? In meiner Rolle als Mutter, als Angestellter, als Lehrer, whatever. Wie kann dein Name geheiligt werden? Bitte offenbare es mir. Es ist mir wichtig. Und nachher auch, hey, Gott, wie kann dein Reich kommen? Noch bevor das meine Probleme gelöst werden, wie kann einfach Reich Gottes kommen? Wie können Menschen sich mit einklinken, dass dein Reich kommt und wachsen kann? Und nachher auch, hey,
Was ist dein Wille? Und dann hören wieder. Und das ist so, das ist ganz näher, oder? Dann änderst, und ich finde das eben so wichtig, weil ein Herz, das eine falsche Perspektive hat, ist dann eben in allen weiterfolgenden Gebeten auch dann mit einer falschen Perspektive drin. Und darum diese Perspektive einzunehmen, okay, Ja. dein Name, dein Reich, dein Wille zuerst. Ja. Und wenn dich das überfordert, vielleicht zu hören und nicht genau zu wissen, was gibt jetzt meinem Gott Ehre, vielleicht noch ein anderer Tipp: Fange an, Bibel zu lesen und schau dir mal an, wie Jesus lebt. Was macht er? Mhm. Wie spricht er? Was scheint er zu priorisieren? Du kannst mit dem Matthäusevangelium, das wir jetzt zusammen lesen, das mal lesen oder ein anderes. Und schau dir einfach an, wie Jesus handelt und was er tut, und kopiere das, weil Jesus sagt, wie wir es gesehen haben in Johannes 17, ich habe dir Ehre gebracht, ich habe dich verherrlicht. Ja. Und ich glaube, umso ähnlicher, wir haben das ja auch in unserem Leitsatz hier im ICF Zürich, wir wollen Jesus Christus Amen. ähnlicher Ja. werden, weil wenn wir ihm ähnlicher werden, dann bringen wir auch unserem Vater im Himmel mit unserem Leben ist alle Ehre, die ihm gehört. Komm. Ich würde sagen, wir beten noch gemeinsam das Unser Vater. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und dein ist die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bis morgen um 7 Uhr morgens.